Wir gehen bei der guten alten Hans Tulpe gehen wir rein. Ey, ich kann meine Kopfhörer nicht auf... Digga, bin ich dumm? Hanna Tulnik. Hans Tulpe. Es ist der Vlog 1. Es ist der erste Vlog von Hanna. Save deine Freundin. Hanna ist nicht meine Freundin. Noch nicht. Nee, nicht meine Freundin. Willkommen zu meinen Vlogs. Du solltest nie sowas in der Hand haben eigentlich. Oh. Sorry. Nee, Hanna hat normalerweise ganz andere Sachen in der Hand. Zum Beispiel ein Küchenmesser oder ein Staubsauger. Ich fahr jetzt zum Friseur. Ich lasse meine Extensions ausnehmen, weil ich hab da noch ein paar, die ich selber nicht rauskriege, und Augenbrauen zupfen. Das ist vorher, das ist nachher. Ah, die hatte Extensions drin, das wusste ich gar nicht. Übrigens hat der Mike zwischendurch angerufen. Ich bin so ein Mensch, bei Girls, ich verkacke immer. Wenn jemand sagt, siehst du nicht, dass ich Extensions habe? Ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, wenn jemand Fake Augenbrauen hat. Ich sehe das nicht, wenn jemand Fake Fingernägel, ich sehe es nicht. Ich bin einfach zu dumm. Ich bin zu dumm, Digga. Ich kenne mich nicht aus mit dem. Macht nix, Adi. Schon gut, Hanna. Danke, dass du mir verzeihst. Ich habe gesagt, ich soll nach Berlin kommen. Aber mir ist halt in 2 Stunden los und ich habe nichts gepasst, ob ich so spontan nach Berlin komme. Guten Morgen, ich bin jetzt in Berlin. Ich finde das gar nicht gut, wie du dich langsam in mich verwandelst. Wir gehen jetzt in die City. Willkommen zu meinem Shopping Hall aus Berlin. Ich habe dann einen Fidget Spinner gekauft. Ich habe nicht gewusst, wie sehr das in meinem Leben brauche. Was jetzt schon das nennt. Warte. Ey, das ist meine Chance zu beweisen, dass ich etwas kann. Das gibt's nicht. 1, 2. Komm! Bist du 5 oder warum kaufst du dir Seifenblasen und Fidget Spinner? Alter, das ist so geil. Wir müssen gehen. Ihr müsst wissen, Hanna hat actually kein Geld. Hanna ist broke. Die hat kein Geld. Aber sie kauft sich einen Fidget Spinner und fucking Seifenblasen. Mir ist es an dieser Stelle egal. Hanna, wie alt bist du jetzt? Du warst ja jetzt 11 Stunden im Bus. Ja. Wie war's? Neben mir ist ein Typ gesessen und ich glaube, der hat keinen Bock auf mich gehabt. Ich habe Musik gehört und ich glaube, die Musik war laut, deswegen habe ich jedes Mal vorm Refrain weitergeskippt. Weil der Refrain ist immer laut. Aber so nach der Hälfte von der Fahrt ist mir mein Rucksack so rübergerutscht zu ihm. Ich so, oh sorry. Und dann hat er irgendwie gemeint, passt schon, ich setz mich weg. Bestimmt der Rucksack, ja. Bist du eigentlich eine, die im Schlaf redet? Normalerweise nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich schlafe halt immer allein. Ich kann nie was sagen, ob ich rede. Ich schlafe ja Ich schlafe immer allein. hier und die Hanna hat dort auf der Couch gepennt. Und ich höre mitten in der Nacht, höre ich auf einmal so. Au. Jetzt wissen wir, warum sich der Mann weggesetzt hat. Stell dir vor, du fährst nach Prag und nimm dir. Au. Oha, einfach David Dobrik 3.0. Wir gehen jetzt in die Stadt. Schwarz. Mike ist David Dobrik 2.0 und jetzt ist Hanna David Dobrik 3.0. Wir haben's. Sachen besorgen, weil wir gehen heute auf den Red Carpet mit Claudia mit K. Ich bin der Publicist. Weißt du schon, was ein Pub ist? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Person, die das aktuelle Zeitgeschehen in Zeitungen analysiert und kommentiert. Analysiert. Österreicher reden immer so analysiert. Spielen. Ich kann es nicht. Ich tu spielen. Ja, ich geh spielen. Analysieren. Genauso reden Österreicher 1:1. Das ist genau mein Ding. Der Mike und ich sind jetzt ready für den Red Carpet. Wir schmuggeln uns rein. Ich glaube, Hä, aber wer von denen, Chat, wer von denen ist jetzt Hanna? Ich sehe es nicht. wir schaffen es. Warum liege ich am roten Teppich? Warum liege ich am Kloboot? Wir sind hier am roten Teppich. Hier gehören wir hin. Nein, gehörst du nicht. Wir haben uns hier nicht hingeschmuggelt. Ich nehme jetzt mal an, dass auf dieser Veranstaltung die großen Promis waren, wenn man sich auf den roten Teppich schmuggeln kann. Es ist so bizarr. Wir sind nur Schauspieler und relevante Es ist alles so bizarr, Räuber und Champagner. Leute. Und der Mike und ich. Ich habe einen Euro gefunden und den spende ich jetzt an die Flutopfer. Das ist zwar nicht viel im Vergleich zu den tausenden Euro, die hier gesammelt werden. Ja, aber wir sind auch nicht so reich wie die Leute, die hier sind. So ist es. Wir müssen das Geld vom Boden spenden. Update, die Claudia hat mir gerade einen Euro genommen und sie eingestellt. Na. Das habe ich gerade am Boden gefunden. Ja, aber am Red Carpet, das die gleiche Leute haben keine übertragbaren Krankheit. Sie ist ein Berlin City Girl. Sie ist die Claudia mit K. Claudia mit K hat die nervigste Lache, Chat. Ihr kennt die nicht, aber die hat die nervigste Lache. Und ich muss sagen,
Berlin ist sehr, sehr geil. Berlin ist sehr, sehr geil. Aber ich habe auch mit Hannah drüber geschrieben. Für mich ist jetzt Berlin, ich kenne jetzt da ein paar Leute so, die haben dort eine Wohnung, dies, das. Aber für mich ist jetzt Berlin nicht irgendetwas, wo ich jede Woche hin muss oder alle 2 Wochen. Weil ich bin immer so damn unproduktiv, wenn ich da bin. Dann chillt man nur den ganzen Tag und man ist da und man filmt vielleicht ein Video oder so. Deshalb, Berlin ist cool, aber muss jetzt auch nicht immer sein. Da bin ich lieber in der Schweiz, in den Bergen, Skifahren und mal ein Raclette, ne? Ein Raclette. Wie heißt der? Bei Jonas macht gerade nie keine Freundschaft plus Schluss. Hey, wie war's? Wie geht's dir? Ja, der Vibe ist nice, aber ich würde nicht sagen anstrengend, aber mehr abgelenkt. Ich bin mehr abgelenkt. In Berlin oder allgemein in Orten, wo es extrem viele Leute hat, extrem viel geht, da ist man so abgelenkt und jeder will seine Videos machen. Jeder will in erster Linie sein eigenes Video machen und sagt, ey, ich muss noch das filmen, ich muss noch das filmen, bla bla bla. Ist sehr, sehr geil, weil es entstehen grundsätzlich viele Videos, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Qualität der Videos ist jetzt nicht so huge Content. You know? Manchmal schon, aber nicht immer. Oder auf jeden Fall für meinen Content ist es nicht geeignet. Es gibt Leute, für deren Content ist es geeignet, aber für meinen Content ist es nicht geeignet. Wie hieß sie? Wie hieß sie? Als ob sie gestorben ist. Ja, ich habe nur kurz mit dran. Adi ist unproduktiv und schiebt's auf Berlin. Ey, Mike, ich sag dir, wie es ist. Wenn ich war in Berlin. Ich sag nicht, dass es schlecht war. Es war nicht schlecht, es war sehr, sehr geil, Mike. Shut up. Aber ich war in Berlin. Ich habe in wie vielen 3-4 Tagen 2 TikToks gemacht. Ne, 1 TikTok und ein YouTube-Video. Das ist so, okay, aber Digga, wenn ich hier zu Hause bin in diesem Zimmer, in meiner Bude, da mache ich in einem Tag 5 TikToks. So ein Ding ist das. Real Talk zu Ende. Wahnsinn! Nee, ist ja gar nicht böse gemeint, aber ist mehr so, für mich ist es besser, hier Videos zu machen, weil ich halt meistens auch Videos alleine mache. So. Und das kann ich dann nicht, wenn Leute dabei sind. Mit welcher Franz? Mit Das ist genau gleich wie, gewisse Leute können viel besser lernen, wenn sie mit anderen Leuten sind und ich musste auch immer alleine lernen. Ich kann nicht verstehen, Chat, ich kann nicht verstehen, wieso Leute sich zu 7 treffen, in die Stadtbibliothek gehen und lernen. Digga, lerne einfach zu Hause, es ist am besten. Ich sag's, wie es ist, zu Hause lernen, Beste. Mit der ersten. Oha. Das ist Sad-Content, kann ich das trotzdem verwenden? Wir haben jetzt den einen oder anderen Herzensbruch hinter uns in der WG. Aber es gibt einen Grund zu feiern, denn ich habe 1000 Abonnenten auf YouTube! Woo! Woo! Tausend ist so viel! Du schaust aus wie Taylor Swift in ihrem Musikvideo. Das habe ich schon so oft gehört. Cause she wears sports skirts, I wear T-Shirts. Ach nein, das ist das Lied von H2O. Wir haben da gerade ein psychologisches Phänomen Ich entdeckt. habe so ein Spiel aufgebaut, da erinnern, Clip kurz einfügen. Und hab's alles abgebaut und hab einfach dieses Ding hier vergessen. Und der Fabian macht so, sieht voll spannend aus, da wundert mich sich voll, was drinnen ist. Und lacht halt so, geht wieder und ich hab's dann immer noch vergessen. Das erste, was Hannah tut, wenn sie reinkommt, sie kommt so rein und sie so, was ist das denn? Nicht andere Leute würden aufpassen, dass sie da irgendwie nichts kaputt machen, weil das muss ja irgendwie einen Grund haben, dass das ist. Hannah so, Also ich habe einmal die hier, dann habe ich Quietsche-Entchen in weiß und schwarz. oh mein Gott, Quark. Und auch so Quark. Danke sehr, Claudia. Danke. Warum bin ich in Berlin? Warum liege ich am roten Teppich? Warum liege ich am Klo? Warum hast du noch nicht abonniert? Okay, der war gut. Der Schluss war gut. Hannah, der Schluss war gut. Jetzt der abonniere ich erstmal. Abo Ben. Scheiß drauf, Digga. Zum Kotzen. My heart went. My heart just got stuck between these two